Guten Morgen miteinander. Sehr cool, heute dürfen da sein, voller Raum. Sehr schön, ich freue mich drauf. Wer von euch weiss, was jährlich am 17. Oktober ist? 17. Oktober. Genau. Es ist der internationale Tag zur Beseitigung von Armut. Da gibt es wirklich einen Tag dafür, einen offiziellen. Die Vereinten Nationen haben den 1922 ins Leben gerufen. Ja, sie sind auf dem Weg. Sie sind auf dem Weg. Beim Googlen bin ich in diesem Zusammenhang auf ein Gedicht von Bertolt Brecht gestoßen, das mich sehr angesprochen hat. Und das lautet: Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich: Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und das Gedicht gefällt mir sehr gut. Es zeigt auf, es gibt einen Zusammenhang zwischen Armut und Reichtum. Die sind voneinander abhängig. Gäbe es keine Vergleichsmöglichkeit, bist du weder arm noch reich, dann bist du einfach. Beim Stichwort Armut kommen mir immer Bilder in den Sinn von farbigen Kindern, die in Lumpen gehüllt sind, wie sie auf diesen Briefen für die Spendenaufrufe abgebildet sind. Und mit diesen Bildern ist für mich immer so das Gefühl, das aufkommt, ja, Armut ist etwas, das weit weg ist. Armut gibt es ja bei uns nicht. Die Schweiz ist Platz 2 der reichsten Länder auf der Welt. Wirkliche Armut gibt es ja bei uns nicht, oder? Leider doch. Auf der Seite vom Bundesamt für Statistik bin ich auf folgende Angaben zum Thema Armut in der Schweiz gestoßen. Die Zahlen sind von 2019. Fast 9% der Bevölkerung, oder um rund 735 Personen, sind von der sogenannten Einkommensarmut betroffen. Working Poor, gehen arbeiten, kommen einen Lohn über, aber es lange gleich nicht. Etwa 12% der Bevölkerung haben Mühe, finanziell über die Runden zu kommen. Und für mich ganz erschreckend, 20% oder über 20% der Bevölkerung sind nicht in der Lage, innerhalb von einem Monat eine unerwartete Ausgabe von 2'500 Franken zu tätigen. Das ist jede 5. Person in der Schweiz. Ich habe dann auch noch den Begriff Armutsgefährdung gefunden. Und das ist sehr stark von der familiären Situation und vom Ausbildungsniveau der Person abhängig. Auch da eine Grafik dazu. Und ihr seht, Top 3 gefährdet von Armut in der Schweiz sind Einelternhaushalte, Haushalte mit 3 oder mehr Kindern und Einzelpersonenhaushalte. Das hat mich sehr stark überrascht. Einzelpersonenhaushalte sind sehr stark von der Armut gefährdet. Und wer in einem engen finanziellen Korsett lebt oder aufgewachsen ist, hat deutlich schlechteren Zugang zu erstens Gesundheitsversorgung. Man geht nicht oder sehr spät zum Arzt oder zum Zahnarzt aus Angst wegen der Rechnung, die kommt. Man hat einen deutlich schlechteren Zugang zu Gesundheit allgemein, weil gesunde Ernährung kostet, Sport machen kostet. Und man weiss heute, Armut begünstigt psychische Erkrankungen. Man hat einen schlechteren Zugang zu hochwertiger Bildung. Ein Studium kostet und falls ich mir das leisten kann, durch in der Zeit, wo ich studiere, kein Geld verdienen, um meinen Alltag zu gestalten. Und auch zu gesellschaftlichen Netzwerken. Wie viel in unserer Gesellschaft läuft über Vitamin B? Und diese Punkte erschweren enorm auch den Ausstieg aus der Armut oder aus der gesellschaftlichen Armutsgruppe. Und es gibt so den Begriff Teufelskreis von der Armut. Arme Menschen sind häufig gefangen in Ausgrenzung und Chancenlosigkeit. Ich habe im letzten Sommer einen interessanten Beitrag geschaut zu der Black Lives Matter-Thematik. Das ist etwas, das halt USA-lastig ist, das Beispiel, das ich jetzt bringe. Dort werden Schulen durch die Bezirke finanziert, wo die Schule drinnen steht. Schwarze Bezirke sind häufig ärmere Bezirke, können weniger Finanzen in die Schule investieren. Das heisst, Kinder aus diesen Bezirken kommen eine schlechtere Bildung über und haben so fast keine Chance zum Ausstieg aus dieser Armutsgruppe heraus. Bei uns in der Schweiz trifft das spezifische Beispiel nicht zu, aber der Mechanismus ist der gleiche. Es ist schwierig, der Armut zu entfliehen, wenn du mal drin bist. Und wie wir gesehen haben, ist Armut in der Schweiz auch ein Thema. Die gesamte Forschung und Wissenschaft ist sich einig, die einzige Lösung wäre eine Umverteilung von Reichtum und Gütern. Es hätte ja grundsätzlich genug für alle. Es ist einfach ungleich verteilt. Und es gibt diesbezüglich auch immer wieder politische Vorstöße in der Schweiz. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Volksinitiativen, die jetzt aufgeschaltet sind. Die sind alle abgelehnt worden. Alle.
Also die Schweiz hat kein Interesse an einer Gleichheit oder an weniger Ungleichheit. Und interessanterweise sind Thema der Umverteilung ist eigentlich absolut nichts Neues. Wir finden die Gedankenansätze bereits im Gesetz vom Alten Testament, genauer im 5. Mose, Kapitel 15. Dort lesen wir im Vers 1, alle 7 Jahre sollst du ein Erlassjahr halten. Der heutige Text, oder der heutige Haupttext, ist aus dem 5. Mose. Das ist das Buch, wo das Volk Israel so vor dem gelobten Land steht und Mose steht vorne an und tut einmal alles erzählen, was sie erlebt haben, was Gott für das Gesetz gegeben hat, die ganzen Gebote. Das ist eigentlich eine riesige Repetition von dem, was war. Und in ein paar wenigen Vers wird in dem Kapitel das zusammengefasst, wo eigentlich im 3. Mose 25 sehr ausführlich und auch ein bisschen kompliziert und detailliert beschrieben ist. Und darum gumpe ich jetzt in dieser nächsten Sequenz ein bisschen hin und her zwischen den beiden Kapiteln. Also, alle 7 Jahre. Im 3. Mose lesen wir, dass eben das Sabbatjahr alle 7 Jahre wiederholt werden sollen. Das Erlassjahr hingegen, alle 7 mal 7 Jahre, 49. Jedes 50. Jahr ist ein Erlassjahr. Jedes 7. ein Sabbatjahr, jedes 50. ein Erlassjahr. Zuerst zu dem Sabbatjahr, alle 7. Im Sabbatjahr lässt du das Feld ruhen. Man lässt es brach liegen, man tut es nicht bearbeiten. Und es ist nachher genau beschrieben, wozu? Damit sich die Armen von den natürlichen Erträgen vom Land ernähren können. Das Gesetz von Gott hat also eine Auswirkung auf die Armen vom Volk. Finde ich ganz interessant. Aber auch für den Boden selber. Weil wenn ein Feld brach liegt, nicht beackert wird, nicht angebaut, nicht gepflügt, kann der Boden ruhen. Die Erntereste von der letzten Saison können sich zersetzen. Und Mikroorganismen und Regenwürmer den Boden wie bearbeiten und produzieren frischen Humus. Und das tut nachher für die nächste Saison die Fruchtbarkeit vom Boden massiv erhöhen. Heute ist man das ein bisschen am Wiederentdecken und läuft unter dem Label Permakultur. Ich finde es auch spannend, dass Gottes Gesetz soziale wie auch ökologische Aspekte beinhaltet. Vor allem ganz interessant finde ich, dass das Gesetz einem Volk gibt, das dort mal noch einen Nomadenstatus hatten. Die hatten noch gar keinen Boden gehabt, zum Beackern. Aber Gott hat eben gewusst, was noch kommen wird. Das ist das Sabbatjahr. Und was hat es jetzt mit dem Erlassjahr auf sich? Lesen wir im Vers 2. So aber soll es zugehen mit dem Erlassjahr. Wenn einer seinem Nächsten etwas geborgt hat, der soll es ihm erlassen und soll es nicht eintreiben von seinem Nächsten oder von seinem Bruder. Denn man hat ein Erlassjahr ausgerufen dem Herrn. Als es da beschrieben wird, wird jedes 50. Jahr aktuell. Weil es ist ein Erlassjahr. Manchmal wird es ein Jubeljahr oder Gnadenjahr oder Freijahr genannt. Und was passiert ganz konkret? Wenn einer seinem Nächsten etwas geborgt hat, der soll es ihm erlassen und soll es nicht eintreiben. In diesem kleinen Teilsatz hat es ganz viel Subtext. Und um den konkret zu verstehen, müssen wir jetzt eben zurück ins 3. Buch Mose. Weil dort finden wir folgende Aussage ab Vers 9. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tag des 7. Monats. Das Festjahr hat einen konkreten Start und der wird angezeigt mit einem auditiven Signal. Posaune im ganzen Land. Also man kann es nicht verpassen, alle hören es. Und wieso ist das wichtig? Weil jetzt fängt etwas ganz Spezielles an. Nämlich, ihr sollt nicht säen und was von selber wächst, nicht ernten. Auch was ohne Arbeit wächst, im Weinberg nicht lesen. Ja, Moment mal. Jetzt haben wir das 7. mal 7. Sabbatjahr gehabt, also das Jahr 49. Im Sabbatjahr tun wir nichts säen, tun wir nichts ernten. Jetzt kommt das Jahr 50, das Erlassjahr, nichts säen, nichts ernten. Und wenn ich im Jahr 50 nichts sähe, habe ich im Jahr 51 nichts ernten. Also 3 Jahre keine Ernte. Hallo? Wie soll das gehen? Nein, das funktioniert doch nicht. Von was sollen die Israeliten leben? Aber keine Angst, Gott hat die skeptische Frage erwartet. Weil er antwortet im Vers 20. Und wenn ihr sagt, was sollen wir essen im 7. Jahr? Denn wenn wir nicht säen, so sammeln wir auch keinen Ertrag ein. Jetzt
genau das, was ich gesagt habe. Da will ich meinen Segen über euch im 6. Jahr gebieten, dass er Ertrag schaffen soll für 3 Jahre. Hey, genial. Eine ist richtig Ernte und dann hast du 3 Jahre frei. Ruhe, das ist ja fast wie Ferien. Heisst es wegen dem Freijahr? Ich meine, es ist sicher zu tun gehabt, aber sicher nicht so viel. Sensationell. Und was hat es jetzt genau mit dem Borgen und nicht eintreiben und erlassen auf sich? Da soll ein jeder bei euch wieder zu seinem Besitz und zu seiner Sippe kommen. Was in Kapitel 25 lang und breit und teilweise ein bisschen kompliziert beschrieben ist jeder Israelit, der aus einer finanziellen Notlage sein Erbland oder sein Haus hat müssen verkaufen, der kommt zurück über, wieder zu seinem Besitz kommen. Und warum? Darum soll das Land nicht für immer verkauft werden, denn das Land ist mein. Und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Weil du Land gar nicht wirklich kannst besitzen. Alles Land gehört Gott. Und du verwaltest es nur. Eigentlich haben wir es von ihm gepachtet. Wie soll dir Land auch gehören? Du kannst es nicht nehmen und noch jemand anders tun, wenn du zügelst. Jeder kommt sein Land und sein Haus zurück über, wenn er es aus einer finanziellen Notlage hat müssen verkaufen. Ein Gnadenjahr. Hey, aber das ist noch nicht alles. Jeder Israelit, der sich aus einer finanziellen Notlage in die Schuldsklaverei hat müssen begeben, wird freigelassen, wieder zu seiner Sippe kommen. Warum? Denn sie sind meine Knechte, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Ey, meine Knechte, nicht eure, sagt Gott. Und darum heisst Gnadenjahr, Erlassjahr, Jubeljahr, Freijahr, weil wenn Posaune im ganzen Land hörst, dann bedeutet das vollständiger Schuldenerlass, Rückgabe von Erbland und Freilassung aus der Schuldsklaverei. Das Ganze ist so unglaublich, als ich das erste Mal gelesen das erste Mal verstanden habe. Hey, das ist mir nicht in den Kopf hinein. Das ist 180 Grad anders, als wie wir heute funktionieren, wie unsere Wirtschaft heute funktioniert. Es ist eine Art auf Null zurückstellen. Egal was passiert, alle 50 Jahre, einmal pro Generation, gibt es eine sozioökonomische Wiederherstellung. Ich meine, klar behalten die Reichen ihren Wohlstand, aber für die armen, in Schulden geratenen Menschen eröffnet sich eine Perspektive. Ich kann wieder neu anfangen. Und Gott lehrt durch das, dass menschliche Besitz und Herrschaftsverhältnisse sind nicht ewig. Sie werden nach seinem Willen regelmäßig alle 50 Jahre zugunsten der armen Leute angepasst. Ich finde es ganz spannend, es ist nicht eine absolute Gleichmachung, es ist kein Sozialismus. Es geht nicht um Abschaffung von Armut, es geht um Linderung von Armut. Wenn sich etwas im Wohlstand erarbeitet hat, ist das für Gott okay. Der soll ihn geniessen, solange es nicht auf Kosten der Armen ist. Ein geniales Konzept für eine Gesellschaft. Leider gibt es keinen Beleg dafür, dass das Volk Israel das wirklich auch umgesetzt hat. Weder Sabbat noch Gnadenjahr. Es gibt sogar eine Passage in der Bibel, die darauf hindeutet. Durch das, dass sie das Sabbatjahr, wo das Land hätte ruhen, nicht eingehalten haben, ist das Land nicht zur Ruhe gekommen. Und in den Propheten findet man Stellen, die sagen, das Volk hätte auf Babylon ins Exil müssen, 70 Jahre, weil aufkumuliert sind die 70 Jahre, die Jahre, wo das Land nicht zur Ruhe gekommen ist. Und so hat Gott gesorgt, dass das Land kann ruhen und wieder fruchtbar werden. Die aktuelle globale Entwicklung ist, wer arm ist, bleibt arm. Wer genug hat, bekommt noch mehr. Und das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Die sozial- oder die wirtschaftlich schlechter Gestellten, die gehen arbeiten. Die kommen Ende Monat einen Lohn über. Die Reichen, die gehen arbeiten, kommen Ende Monat ihren Lohn über, haben aber Vermögen, das sie investieren und haben durch das Investitionsgewinn. Sie haben eine doppelte Einnahmequelle. So funktioniert unser politisches Wirtschaftssystem. Jetzt gibt es 2 Wissenschaftler, der Richard Wilkinson und Kate Pickett, die haben sich dieser Thematik angenommen. Am Anfang des neuen Jahrtausends haben sie umfassendes statistisches Datenmaterial, das schon da ist, haben sie aufgearbeitet. Und sie haben die Einkommensverteilung der 23 reichsten Länder auf der Welt miteinander verglichen.
Und dann haben sie einen Ungleichheitsindex erstellt. Das heisst, sie haben geschaut, um wie viel reicher sind die reichsten 20% im Land im Vergleich mit den ärmsten 20%. Und das ist nachher der Ungleichheitsindex. Also sprich, wie weit ist die Schere zwischen arm und reich? Wie weit geht die auseinander? Und jetzt kommt es, je weiter eine Schere auseinanderklafft, umso schlechter ist es für die gesamte Bevölkerung, auch für die Wohlhabenden. Die haben das in einem Buch «Gleichheit ist Glück» detailliert beschrieben und von dort her habe ich auch die Statistiken, die wir jetzt zusammen ein bisschen anschauen. Die erste ist schon aufgeschaltet, glaube ich, oder ist jetzt aufgeschaltet, genau. Das ist der Ungleichheitsindex. Schaut mal die 4 gleichsten Länder an. Also das sind die kleinste Schere haben. Das ist Japan und unsere skandinavischen Länder in Europa. Und die 4 ungleichsten, UK, Portugal, USA, Singapur. Und schauen jetzt mal auf der kommenden Folie dann nachher schauen, wo sind die in diesem Range drin. Wir haben auf der kommenden Folie dann immer eine waagerechte Achse. Und dort sehen wir Angabe, wie gleich oder ungleich ist die Einkommensverteilung. Und auf der senkrechten Achse haben wir das Thema. Je weiter die Schere auseinanderklafft, je ungleicher eine Gesellschaft ist, umso höher sind gesundheitliche und soziale Probleme in der gesamten Gesellschaft, bei den Armen und bei den Wohlhabenden. Auf der ersten Folie ist es jetzt, je mehr rechts das Land steht, umso höher sind gesundheitliche und soziale Probleme. Auf der nächsten Folie, psychische Erkrankungen. Je weiter die Schere auseinanderklafft, umso mehr psychische Erkrankungen hat es in diesen Ländern. Links stehen die Länder, wo es weniger Probleme hat, rechts, wo es mehr hat. Thema Lebenserwartung. Links hohe Lebenserwartung, rechts tiefe Lebenserwartung. Kindeswohlindex von der UNICEF. Wo geht es den Kindern am besten? Kindersterblichkeit. Je grösser die Schere zwischen arm und reich in einem Land ist, desto grösser ist die Kindersterblichkeit. Drogenproblem. Dasselbe. Strafgefangene. Prozentual Anzahl Mordfälle in einem Land. Ich könnte noch eine halbe Stunde weitermachen. Es gibt noch so viel mehr. Je ungleicher Gesellschaft ist, die Einkommensverteilung in einer Gesellschaft, das hat einen Einfluss auf Teenager-Schwangerschaften, auf Fettleibigkeit, auf Suizidraten, auf Suchterkrankungen, auf allgemeine schulische Leistungen. Kinder von reichen Eltern tun in ungleichen Ländern schlechter abschliessen in der Schule als in anderen Ländern, wo die Gleichheit mehr da ist, wo die Schere enger ist. Das ist unglaublich. Je grösser die Schere zwischen arm und reich auseinandergeht, umso schlechter für alle, auch für die Wohlhabenden. Die Hauptaussage ist, massive Ungleichheit macht die gesamte Gesellschaft generell dysfunktionaler. Und die wollten wissen, die beiden Wissenschaftler, warum. Und ich denke, die nächste Folie gibt da eine Antwort darauf, eine mögliche Antwort. Sie haben eine Umfrage gemacht und wollten wissen, kann man den Menschen grundsätzlich vertrauen? In ungleichen Gesellschaften herrscht weniger Vertrauen, weniger sozialer Zusammenhalt. Durch das steigt die Tendenz zu mehr Gewalt, das beeinflusst Bildungschancen etc., was wir jetzt alles angeschaut haben. In ungleichen Gesellschaften ist eben nicht nur der Reichtum relevant, sondern auch der soziale Status. Und wenn ich besorgt bin, dass ich gut dastehe, fange ich mich an zu vergleichen. Und das verstärkt soziale Ängste und fördert Konkurrenzdenken. Konkurrenz ums Ansehen, um den Status. Und dann rücken gemeinschaftliche und freundschaftliche Bindungen in den Hintergrund. Und das macht die Gesellschaft dysfunktional. In Ländern mit grösserer Gleichheit in der Einkommensverteilung, wie Japan oder Norwegen, sind die Menschen eher bereit, einander zu vertrauen. Die Statistiken und das Prinzip vom Gnadenjahr, das ist für mich wie Pommes frites und Ketchup, das gehört zusammen. Nein, mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Gott hat schon in der Zeit vom Alten Testament gewusst, was passiert in einer Gesellschaft, wenn die Schere auseinandergeht.
Und ihm war absolut klar, dass es wichtig ist, die Einkommensverteilung nicht zu fest auseinandergehen zu lassen. Und darum das Prinzip vom Gnadenjahr. Um diesen Problemen, die wir jetzt gesehen haben, entgegenzuwirken, führt er das Gnadenjahr ein. Einmal pro Generation werden alle Schulden erlassen, Menschen aus der Schuldsklaverei freigelassen und das Land zurückgeben, damit die Schere von der Ungleichheit wieder enger gestellt wird. Das ist so durchdacht. Ein Gott, der vorausschaut, ein Gott, der weiss, was gut oder eben nicht gut für eine Gesellschaft ist, ein Gott, der um unser gesellschaftliches Wohlbefinden besorgt ist. Darum das Gesetz. Leider können wir das System heute nicht einführen. Wir haben es gesehen, sämtliche politische Vorstöße sind abgelockt worden. Aber du und ich, wir können das heute Morgen machen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber wie soll das funktionieren? Weil grundsätzlich haben die Leute heute Schulden nicht bei anderen Menschen, sondern bei Organisationen, bei Banken. Wie soll das gehen? Und das ist ein richtiger Fakt. Aber ich biete dir heute die Möglichkeit an, nicht das Gnadenjahr wieder einzuführen, aber die Idee dahinter praktisch umzusetzen. Heute können wir hier rein die Schere von der ungleichen Einkommensverteilung ein bisschen enger machen. Und zwar habe ich einen Topf mitgenommen. Das ist nicht der Topf, was es anders macht. Das ist, was wir mit dem Topf machen. Weil ich lasse den nachher durch die Reihe gehen. Und wenn du jemand bist, der hat, jemand, der gut verdient, wenn du jemand bist, der nicht jeden Fünfer umdrehen muss, hey, dann gib grosszügig. Kein Klimpengeld, Nötli. Nein, Gott hat geschaut, dass es dir gut geht. Heute kannst du ganz praktisch Gottes versorgende Hand für jemand anderes sein. Wenn du hast, dann gib. Aber wenn du jemand bist, der eben nicht hat, jemand mit einem knappen Budget, wenn du jemand bist, der sich überlegen muss, ob er sich jetzt diese Ausgabe kann geben kann, ob er sich das leisten kann, dann darfst du aus dem Topf nachher nehmen, während er durch die Reihe geht. Wenn du zu denen gehörst, die eine unerwartete Ausgabe von 2'500 Stutz nicht einfach so tätigen kannst, hey, dann darfst du nehmen. Wenn dein Kind Geburtstag hat und ein gescheites Geschenk nicht drin liegt, darfst du nehmen. Und ich bin mir bewusst, das kann für dich vermutlich ganz schwierig sein. Vielleicht ist es ein bisschen mit Scham behaftet, weil das macht man ja nicht. Und darum möchte ich es wirklich noch einmal betonen und unterstreichen, du darfst nehmen. Es ist okay. Das Ziel ist, dass der Topf am Schluss leer ist. Und durch dein Nehmen reduzierst du die Ungleichheit in der Einkommensverteilung und dann profitieren alle davon. Also eigentlich, wenn du nimmst, profitieren die Reichen davon, dass du nimmst. Weil die Schere wird kleiner und das ist gut für alle. Alle profitieren. Also ich lege die ersten Nöte rein. Leg rein, wenn du hast. Nimm raus, wenn du brauchst. Nimm raus, wenn du brauchst. Oh, und vielleicht hast ja du blöderweise kein Bargeld dabei. Hey, du kannst auch twinten. Nummern aufschalten, genau. Wenn du hast, kannst du twinten. Wenn du brauchst, dann schreib auf die Nummer ein SMS, Gnadenjahr und Schere. Und am Schluss tue ich verteilen, was drinnen ist. Und wenn ganz am Schluss noch etwas im Topf drinnen bleibt oder auf dem Konto, durch das in Absprache mit der Gottesdienstleitung an einzelne Personen verteilen, wo ich weiss, die Schere wird enger werden, wenn die Kohlen bekommen. Wäre eine Variante, genau. Cool. Hey, aber das Problem ist, ich kann jetzt mit der Predigt ja gar noch nicht aufhören, weil sonst schauen alle, nimmt der Nachbar oder geht er rein, nimmt er raus. Aber das Gute ist, es hat noch eine Bibelstelle zu dem Thema. Und die gibt dem Ganzen noch eine weitere Dimension hinzu. Bis jetzt sind wir alttestamentlich unterwegs gewesen, jetzt gehen wir ins Neue. Lukas 4, Jesus. Muss immer irgendwie noch um Jesus gehen. He? Jesus ist ganz am Anfang von seinem Dienst. Er ist in einer Synagoge in Nazareth. Und als er dort auftat, das Buch, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, das war aus dem Jesaja, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.
Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das gefällt mir so an Jesus. Er deutet das Alte Testament nicht neu. Er geht in die Tiefe damit, näher an Urgedanken. Er deutet das Gesetz vom Alten Testament ganzheitlicher. Und zwar das mit dem Gnadenjahr. Er deckt die geistigen Komponenten auf. Es geht um Freisetzung. Ja, die Armen sollen frei werden von ihren finanziellen Schulden. Aber die Gefangenen sollen frei werden von ihrer Sünde. Blinde und Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, sollen die menschgewordene Hoffnung mit Namen Jesus Christus sehen, erkennen. Und Zerschlagene, die unter geistigen Lasten leiden, sollen in Jesus neue Freiheit erfahren. Und das ist das vollständige Gnadenjahr. Das Alttestament war ein grosser Aspekt, aber jetzt wird es ganzheitlich. Weil es geht um die gleiche Zielgruppe. Arme und Gefangene sollen frei werden. Nicht mehr nur von finanziellen Problemen, es geht um viel mehr. Um ganzheitliche Freiheit durch Hören und Annehmen vom Evangelium, dass Jesus für uns alle die Schuld von Gott gezahlt hat, nicht die finanziell, die andere. Und der Weg zu Gott für uns wieder offen ist. Das ist das echte und vollständige Gnadenjahr. Durch Jesus kann man den Erlass von unserer Schuld vor Gott tilgen. Unser Schuldenkonto vor Gott wird mit Jesus wieder auf Null zurückgestellt. Jetzt haben wir aber nicht nur mehr ein Schuldenkonto von Gott, sondern wir Menschen haben ja die Tendenz dazu, auch ein bisschen private Schuldenkonten zu führen von unseren Mitmenschen. Meistens gerade in Bezug auf Personen, die uns am nächsten stehen, sind wir eigentlich richtig kleine Buchhalter. Jetzt hat sie es schon zum 3. Mal und er tut immer am Mittwoch macht er. So die kleinen Sachen im Alltag, die sich aufkumulieren. Und beim nächsten Streit bilanzieren wir unsere Buchhaltung. Dann wird Rechnung geschrieben, dann wird abgerechnet. Und dann habe ich dieser Person die Schuld vor. Also ich mache das, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber heute nenne ich den Sonntag zum Gnadenjahressonntag. Heute stellen wir private Schuldenkonten von unseren Mitmenschen auf Null zurück. Heute setzen wir frei. Und zwar die Menschen, die sich an uns verschuldet haben, aber auch uns selber vom Buchhalter. Wir vergeben unseren Schuldigen. Wie machen wir Gnadenjahressonntag? Wir haben einen zweiten Topf dabei. Und der ist nicht leer, der ist jetzt noch voll, der soll leer werden. Wie machen wir das? Mit einem Stein. Was wir heute oder was wir jetzt machen, hat vielleicht mehr ein bisschen mit Psychologie zu tun als mit Theologie. Es geht um eine Symbolhandlung. Jeder, der will, darf einen Stein rausnehmen, müsst nicht. Und dann sich überlegen, wem will ich oder vielleicht wem sollte ich was vergeben. Und dann nimmst du den Stein so auf deine Hand und dann stellst du dir das vor, das, was er dir Rat hat, wo du findest, okay, das muss ich loslassen, das muss ich ihm vergeben. Und du nimmst die Gedanken, du setzt ihn auf den Stein und machst ihn so eine Faust. Und eben, das ist nicht Theologie, das ist Psychologie. Ich kann nicht wirklich Schuld auf den Stein legen. Aber es ist eine gut funktionierende Symbolhandlung, die uns helfen kann, einen Prozess durchzugehen. Der Prozess von Vergebung, der Prozess von Loslassen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann nimmst du den Stein in deinen Hosensack, wenn du das gemacht hast. Und wenn du heute Nachmittag deinen Sonntagsspaziergang machst, dann nimmst du den Stein vor und dann schmeißt du den Stein in eine Wiese. Nein, eine Wiese nicht. In ein Feld, in einen Fluss, in den Wald. Und der Schritt, das Loslassen vom Stein, genau das ist der Moment, wo du dann auch die Schuld von dieser Person loslässt. Weil die Schuld ist auf dem Stein, du lässt den Stein los, die Schuld ist weg, der Stein ist weg. Vergebung ist vollbracht. Das Schuldenkonto ist auf Null zurückgedreht. Freisetzung ist passiert. Ein Neuanfang ist möglich. Weil Jesus hat für dich und für mich das Gnadenjahr vom Herrn verkündet. Amen. Das hat noch nicht so mega gut funktioniert.
Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Grosszügigkeit. Das überwältigt mich. Ja. Hey, danke vielmals. Ich finde es immer wieder schön zu sehen, was für ein gutes Mindset wir haben in dieser Kirche. Wir haben das Mindset von «Danke Gott, du hast uns viel gegeben». Das ist der Grund, um Jesus Danke zu sagen. Hey, wir dürfen noch ganz kurz 2, 3 Ansagen machen und nachher tut der Gabe noch das Sagen über uns aussprechen. Als erstes hast du vielleicht gesehen, hinten an unserer besten Beiwand hat es 10 oder 11 Interessengruppen, die jetzt startet, ready. Also hey, wenn du noch keine Interessengruppe dabei bist oder gerne dich noch anmelden oder irgendwo mitmachen bei einem von diesen Interessen von Lesen, Überschreiben, zu Sternen schauen, zu Biken, zu Töckeln, hey, was auch immer dein Interesse ist, ich bin mir sicher, da gibt es eine breite Auswahl. Hey, melde dich doch an, schreib dich irgendwo ein und mach mit bei so einer Interessengruppe. Jetzt ist die Zeit, um sich anzumelden. Du kannst das heute gerade live da vor Ort machen. Wir haben ein iPad da, kannst dich gerade anmelden, dann musst du nicht länger darüber nachdenken, sondern gemacht ist gemacht. Dann im Himmelwärts, das ist unsere Kinderarbeit. Darf man das sagen? Kinderarbeit, das ist schlimm. Kinderprogramm. Machen die nur Programm? Nein, die sind die Kirche, die sind Teil von dieser Kirche. Also der das beste Wort findet für unsere Kinderkirche, was auch immer der bekommt, der Topf, nein. Nein. Okay. Aber im Himmelwärts, wo unsere Kinder vom Kreuzpunkt Kirche feiern und Jesus erleben, sind wir mega darauf angewiesen, auf unsere alle Mitarbeit. Also hey, wenn du Teil bist vom Kreuzpunkt, Teil bist von dieser Family und noch nicht irgendwo eingebunden bist, noch nicht mitmachst, überleg dir doch, ob Himmelwärts nicht der Ort für dich wäre. Wir haben Altersgruppen von 0 bis 12, wo wir dringend auf Mitarbeiter angewiesen sind, wo wir gerne möchten, Menschen einladen, zum Teil sein von dieser Kirche und zurückgeben im Dienst. Also hey, wenn es dies ist, komm auf mich zu, sag es doch, melde dich. Wir haben letzte Woche schon gesagt, dass wir Leute suchen, es haben sich 2, 3 schon gemeldet, aber wir brauchen noch viel mehr. Also hey, wenn das dein Dienst ist, dann komm doch und melde dich. Jetzt darf der Gabe noch das Segen über uns sprechen. In dem Moment darfst du gerne aufstehen, wenn du das möchtest. Auch zuerst noch 2